Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. So, jetzt sind wir hier wieder zurück zu der geile Dorfmucke. Ich finde das so großartig. Du bist ein Kanoni. Hast du meine 23 Brüder kennengelernt? Nö, bisher nur Enna, also nur 22 Brüder. Insgesamt 21. Die Kanonis sind ja so goldig. Da habe ich gleich alle geheiert. Ach du Scheiße. Also 24 Höhlenmenschen mit Brille hat sie geheiratet. Okay. Aber noch kleinwüchsige Höhlenmenschen. Das ist schon etwas pervers. Wie sieht's dann hier aus? Ah, da ist noch so ein Schnorres. Wir finden doch einmal was Ticket noch Destinär. Versteh die? Du kriegst nix. Und du, Oma? Nördlich von hier leben Zwerge am Elfenteich. Aha, so. Der Andreas. Mein Sohn Hagen hat mich schon lange nicht mehr besucht. Aha. Das heißt, das wäre ihren Schwiegervater in Spee. So, gibt's da hier noch irgendwas Tolles? Du ist noch ein Händler und du ist noch ein... Ist das ein Schnorres wieder, der die Mark ergammeln will? Nee, ich habe kein Mark für dich. Und außerdem gibt's mittlerweile nur noch Euro und kein Mark. Niemand spielt mit mir. Naja, vielleicht auch zu Recht. Ich weiß es nicht. Ich kann's ja beurteilen. Wie kann ich helfen? Ja, ein bisschen was einkaufen. Wir sind gerade sehr, sehr reich. Bronzekette. Holen wir nochmal für beide. Wir haben so gerade eine Ninja-Robe. Oh, die ist etwas zu teuer. Aber die Kette West, die könnte ich mal für uns beide noch leichter. Also das ist noch drin. So, dann rüsten wir uns gerade mal ein bisschen um und dann können wir noch den alten Schampel verkaufen. So, Mädel, wie sieht's dann aus? Höchste Zeit, sich umzuziehen. Okay, die Bronzekette macht Ends mehr an Schadenspunkt, sag ich. Ends mehr an Rüstpunkte und das ist ein ordentliches Upgrade. 6 Schaden will ich immer sagen. 6 Rüstpunkte mehr. So. Jetzt der Ackermannsheinz. Vom Enna Upgrader. Und von 3 auf 10. Das ist doch auch mal ein Wort. So, jetzt verkaufen wir den alten Rotz noch. Mal gucken, wie es jetzt ausschaut. Mensch, wie viel kostet das? Oh, für 30 kann ich es verticken, das ist nicht schlecht. Und wie schaut es dann noch aus? Also alle Geheimnisse und Secrets habe ich hier definitiv... Oh, das ist nur für 12. Schade. Und das hier für 16er. Na gut, müssen wir ein bisschen sparen wieder. Also ich habe leider nämlich alle Secrets parat, muss ich gestehen. Aber ich kenne das Spiel doch relativ routiniert, muss ich sagen. Also ich weiß wenigstens bei der Hauptstory, wo es weitergeht. So was Peinliches wie bei Secret of Evermore kann mir da echt nicht passieren. Aber schauen wir mal, was dann ist, kann noch wäre. Ich habe es nämlich auch schon wirklich längere Zeit nämlich gespielt, aber habe es in der Kindheit einfach viel, viel öfter gespielt. Von daher weiß ich doch schon noch eher Bescheid, was ich zu machen habe. Ui, 67, da haben wir beide anscheinend drauf gekloppt. Und ordentlich schade gemacht. So. Eigentlich hätte ich noch ganz gern... Ohne Witz, eigentlich hätte ich noch ganz gern die Ninja-Robe für sie. So würde ich ganz gerne noch ein bisschen Geld machen, um ehrlich zu sein. Du kriegst mich nicht betäubt. Wo kann ich dann mein Geldeis sehen? Bei Befund? Ja. Mana-Kraft habe ich nur eins vom Wasser. Kontostand 156. Wie viel gibt dann der eklige Pilzarino? So. Dann bin ich mal fertig. So, wie viel gibst dann du, Pilzarino? Nicht so besonders viel. Nee, ich befürchte, es wird so wohl nix. Einfach mal den Pilz entführt in die Ecke, um abzumurksen. Pilzkopf ist erledigt. Ja, das ist er. Und die Gretel erreicht Level 4. Sehr schön. Also zumindest dafür hat es gelohnt. Und die 2 Kasper machen wir auch noch fertig. Klatsch. Und
Gott, Pilzkopf ist erledigt. Genauso wie der Pogo-Puschel, aber dann habe ich leider nicht mit dem Crit erwischt. Egal. So what? Ah, schade. Schade, schade, aber wir kommen noch dazu, ihr sowas zu kaufen, denke ich. So. Jetzt gehen wir erstmal zum Elfenteich. Upsala. Und platsch. Kaputt ist er. Dann die Dornenwespe. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die so gibt. 204 Goldstücke Hammergrad. Also abwarte. Was uns die Dornenwespe so Schönes gibt. 204 waren es. Ja, okay, die macht 11 Goldmünze nochmal. Das ist nicht schlecht. Also 11 Goldmünze gibt es, das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch über 100 Goldstücke. Ach ja. Vielleicht einfach oft genug die Viecher hier abmurksen. Eventuell haben wir auf unserer Rundreise dann genug Geld zusammengespart. So, die Tulpe muss noch weg. Das sind diese böse holländische Vampir-Tulpe. Die gibt es auch in jedem guten Einzelhandel in Holland zu kaufen. Okay, da war nichts mehr. Mal gucken, was da drin ist. Manchmal können auch Sachen drin sein, die einem verletzen. Heilkräuter ist zu viel. Okay. Ja, manchmal kann dann sowas drin sein wie Sprengsatz oder Boxfaust oder sowas. So Faust an einer Feder, die einen dann verprügelt. Sowas kann also mal vorkommen. Komm schon. Also nicht jede Truhe ist automatisch mit irgendwas Nützlichem gefüllt, sondern es kann auch wirklich sehr häufig vorkommen, dass irgendwelche Truhe einfach nur verarschen wollen. Hexewelche und Elfenteich. Okay. Hexenwelche, du wirst so eine böse Hexe Tura gehen. Aber ich glaube, wir machen doch erstmal der Elfenteich, tatsächlich. 283. Oh, Gretel. Jetzt hängt die aber fest und kommt dann weiter. Dann muss ich wieder zurückgehen, weil ich ohne sie nur bestimmt die Reichweite gehen kann. Das ist natürlich echt ätzend. So. Jetzt marschieren wir erstmal die ganze Schicht hier ab. Und klatsch. Und nochmal auf die Gosch. Sehr schön. Da hat nichts von uns hinterlassen. Und wenn wir genug Kohle haben sollten, dann würde ich ihr noch ihren A-Zug kaufen. Ja, 310, komm, das könnte man auf jeden Fall noch packen. Vor allem, wenn wir auf dem Rückweg noch irgendwelche Gegner begegnen. Jawohl, hat noch getroffen. Und nochmal. Opala, du zerfaulst einfach nur zu Chitin. So. Und haut drauf. Sehr schön. Also ich fand bei Insekten hier schon immer diese Facettenaugen gruselig. Uah. Irgendwie ekeln die mich ohne Witz. Sicht, das habe ich gemeint. Zeitbomber. Ab und zu sind auch einfach in einer Truhe Sachen drin, die verletzen. So, jetzt machen wir zur Sicherheit nochmal durch die 2 Dornewäschbaricher. Auf der anderen Seite, nee, im Elfenteich. Wir sparen uns das Geld jetzt erstmal. Im Elfenteich gibt es nämlich auch richtig gute Sachen. Da sind die Händler auch etwas besser ausgestattet als in den Käfer. Deswegen machen wir das doch erstmal so. Ich glaube, links war der richtige Weg und rechts war sowas anderes noch. So Clemmy Halle oder so, ja. Ja, genau, da geht's erst einmal noch nicht. Da geht's noch nicht runter. Das kommt erst im späteren Spielverlauf. Jetzt gehen wir schon zum Raffi. Wir treffen uns an der seltsamsten Plätze. Was meinst? Miau. Ich kann sogar einen Spielstand speichern. Ja, erst einmal mag ich gern was kaufen. Das wäre nicht schlecht. Was hast du dann wieder? Armband, Puschelmütze und die Haarschleife. Okay, alles nur wirklich total nee, das ist einfach zu teuer, das Ganze. Aber wir könnten gern speichern, wenn uns das nichts kostet. Ja, dann würde ich gern speichern. Machen wir auf jeden Fall. Ihr schält, dass er da kein Geld dafür verlangt. Ach ja, aber ich mag den. Ich finde die Figur Wucherkater bzw. Raffi eigentlich schon ganz goldig. So, jetzt sind wir in einer Höhle. Hey, das ist ja nicht der Weg zu Turas Schloss. Wo wird denn hier?
Lava-Tempel, oder? Ohne mich hier kann Schalerei. Bitte nett. Och, Mädel. Wenn ich das jetzt nochmal mache und tschüss, haut sie dann wirklich ab? Noch einmal. Okay, wo wird denn hier? Ich will zum Lava-Tempel. Okay, und tschüss. Das werde ich mir merke, du Gentleman. Leb wohl. Gretel hat dich verlassen. Okay, das ist nicht so gut. Das ist wirklich nicht so gut. Ich wollte es jetzt mal drauf ankommen lassen. Naja. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich. Bitte, ihr liebe Leute. Ich starte das Spiel mal ganz kurz neu. Gut, dass ich gespeichert habe. Wir sehen uns dann gleich wieder zu zweit hier beim Wucherkater. Bis gleich. Da bin ich wieder, ihr liebe Leute. Ja, das hat wohl nicht so geklappt wie gedacht. Ich muss tatsächlich erst zu Turas Schloss. Ich habe das ein bisschen anders im Kopf gehabt. Ich habe das so im Kopf gehabt, dass man zu dritt dorthin geht. Aber eventuell kommt das ja auch noch. Und ich war gerade etwas zu voreilig. Wie gesagt, länger nicht mehr gespielt. So what? Aber ich finde es schon krass, dass das so eine Zicke ist, die wirklich ihr Bedürfnisse hier über die Rettung von der Menschheit und Vernichtung vom Mana-Schloss und Erstärkung des Mana-Schwerts stellt. Naja, am Anfang sind wir ja alle noch ein bisschen egoistisch, so als Spielercharaktere, bis wir irgendwann als Gruppe zusammenschweißen. So. Und wir werden schon noch merken, wo die richtige Akzentuierungen zu setzen sind. Okay. Dann Pilzkopf kaputt. Halt oben gibt's Champignon-Ragout. Und weg ist er. So. Oh, da müssen wir doch tatsächlich hoch zum Hexewelche, aber der hat noch so Dingensfalle. Lass mal abwarten, was drin ist. Und 40 Goldmünze. Dafür hat sich schon wieder gelohnt. Na, hopp. Dann halt hoch zum Hexewelche. Scheiße passiert. Und? Na, komm schon mal her, du Kerl. Am Elfenteich gibt's viele Monster. Vor kurzem hat die Flut oder Koboldmädchen geschwemmt. Ah, deswegen habe ich das im Kopf gehabt mit so dritt. Hexewelche und Elfenteich. Wo geht's dort hier? Ich glaube wieder ein Kanoni. Genau, Kanoni. Eine Flugreise für 50 Goldmünze. Vergiss es. Das ist Wucher. Das machen wir noch nicht. Brauchen wir auch noch gar nicht. Wir müssen ja erstmal ins Hexewelcherei. So, Klatsch. Und gib ihr. Sehr schön. Dann müssen wir dort hoch. Okay, dann treffen wir die Koboldin vielleicht dort. Ich weiß es nämlich so ganz genau. Ja, da ist noch so ein Robin Hood, so ein Wannabe. Wer du? Ja, du Mistkerl. Wie war dann das? Ich glaube, von Dokamerei, oder? Ja, genau. Also die Bogenratte ist erledigt. Okay. Gretel erreicht Level 5 und die zerfaulen zum Skelett. Und wenn's... Alter, kannst du dich mal zum Kampf stellen, du ekliger Robin Hood für Arme? Mistkerl. Ja, verkloppen wir ordentlich den kleinen Scheißer. Heinz erreicht Level 6. Perfekt. So. Und... Gut, dass ich dann trotzdem noch auf die Pelz rücken kann, denn eine Mistratte hier mit ihrer Google und mit ihrer Tunika, damit sie an etwas peinlicher Robin Hood für Kinder erinnern. So. Aber ich glaube, die sind auch bewusst so mittelalterlich angelehnt. Eben wegen diesem Robin Hood Bezug. So, du Bogenratte. Okay, die kommt immer noch nicht hier durch. Die hat nicht gecheckt, wie es funktioniert mit der Absperrung. Ach, die ist so blöd. Dann noch zu dir, Raffi. Wir treffen uns an der seltsamsten Plätze. Was meinst du? Miau. Okay, er kann unseren Spielstand speichern. Das ist natürlich sehr praktisch. Was hat er dann bei sich? Ja, wieder den übliche Quatsch. Fass von 900 Goldmünze oder auch noch. Nee, lass mal. Dann würde ich aber sagen, du darfst für uns das Spiel speichern. Das klingt nämlich sehr nützlich. So.
Ja, den würde ich gern speichern. Und peng. Ausgezeichnet. Ich freue mich aber, wie der immer so schnell von A nach B reisen kann, der Kerl. Der muss ja echt ein Näschen dafür haben, wo wir als nächstes auftauchen und wo er dann wieder sein Ware anbieten kann. Und wenn es noch speichern ist. So, zack. Und peng. Und wieder drauf und der Wetter. So, jetzt haben wir noch diese Fledermaus hier. Zack. Drauf und der Wettergrädel. Sehr schön. Und was haben wir hier noch? Eine Bogenratte. Und da kommen wir erst mit der Axt durch. Hier brauchen wir Axt. Im Zwergedorf vom Elfeteich soll es einen Schmied geben. Vielleicht hat er eine neue Waffe für uns. Wir sollten ihn mal besuchen. Ja, das... Oh, jetzt brauchen die wieder selber. Aha. Modo hier. Auf einmal stellt sie fest, dass man da, ohne zum Elfeteich zu gehen, nämlich weiterkommen. Hätte sie mal am Anfang auf mich gehört, von wegen Lava-Tempel zuerst und so, aber nee. Die eigenen Ego-Bedürfnisse sind ja wichtiger. Das hast du vor. Aber ich finde, die Gegner hier, die können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Und wenn die zu blöd ist, so zu treffen... Ah, okay. Sie hat nur getroffen, weil ich ihn zu ihr hingeschickt habe. Ach, interessant. So, zack. Und auf die Schnut. Und dann gebe ich ihm noch den Coup de Gras. Und die Fledermaus, die kriegt auch noch ihr Fett ab. Zack. Und geplatzt ist er. Sehr schön. Da kommen wir noch irgendwo weiter. Ups, was passiert denn hier? Igitt. Das Auge spuckt Bogenratte aus. Voll Deive. Das gefällt mir gar nicht. Das ist unheimlich und wieder natürlich. Stirbauge. Gretel erreicht Level 6. Aha. Jetzt haben wir hier was freigeschaltet. Sowieso Augen oder Augenstiele als Gegner finde ich immer sehr gruselig irgendwie. Ach. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich davor ekle tät oder wirklich so eine immense Phobie oder so vor Auge hätte oder so. Aber ich finde es doch irgendwie etwas skurril, wenn man einfach so ein einzelnes Auge als Gegner hat. Das ist irgendwie ekelhaft. Und zack. Aber ich muss sagen, ich habe einen Ekel vor alle OPs, die am Auge sind. Weil ich mir das so ungern vorstelle, wie jemand am offenen Auge operiert wird. Uah, igitt. Die Vorstellung ist schon ziemlich ekelhaft. Nein, sie macht eine Ballonkette. Heinz ist benebelt. Scheiße. Da muss ich erstmal das Mädel spielen. Bis der Ackermann wieder bei Sinne ist. Da ist er wieder. Und weiter geht's. Batsch. Und nochmal auf die Schniss. So, da kommt man nach wie vor erst mit der Axt weiter. Wer hätte es gedacht? Also hätte das Mädel mal auf uns gehört, wären wir auch sofort zum Elfeteich gegangen. So. 40 Goldmünze gefunden. Genau so war das. Ich habe das doch in Erinnerung gehabt, dass man die Tura nur machen können, wenn wir zu dritt sind. Weil das Level an sich bei der Tura oder im Hexewelche ist ja schon mal nichts von der leichten Sorte. Das ist ja schon ein relativ schwieriges Level. Und du brauchst wirklich jeden Spieler, den du dabei hast, beziehungsweise jeden NSC, den du dabei haben kannst. So, so. Ach, Gretel, du blöde Kuh. So. Also manchmal sind die NSCs echt zu blöd zum Scheiße, habe ich das Gefühl. Musst mir alles vorbeten, deine Weser. Und noch einmal. Heinz erreicht Level 7, das wird auch Zeit. Dann kann ich nämlich jetzt endlich wieder mit volle Kraftpunkte unterwegs sein. Perfekt. Also wieder Kompanie zurück. Und wieder noch ohne Richtung Elfeteich, wo wir eigentlich hier sollten. Da kann man... Oh Gott, Mädel, du bist doch echt zu blöd. Das tut richtig weh, dass du den ganzen Tag nicht Aua kriegst. So. Dann
Wieder ab zum Teich. Und da können wir dann optimalerweise auch speichern und die Episode ausklingen lassen für heute. Aber diese NSC-Intelligenz, diese frühe KI, die ist echt zum Wegrenner. 40 Goldmünzen haben wir nochmal extra gekriegt. Das ist sehr praktisch. Okay, eine Dornenwespe. Die machen wir noch fertig. Und je stärker wir, also je mehr Stufe wir kriegen, desto stärker werden wir natürlich auch nochmal. Also die Waffe-Levels und die Waffestärke durch die Orbs haben selbstverständlich den Löwe-A-Teil. Aber je hochgelevelter man ist, desto mehr Schade macht man natürlich auch. Das sollte man auch immer bedenken. Und ich finde eigentlich gerade, was die Waffeauswahl angeht, ist Secret of Mana durchaus eins von der frühen Vertreter, die eine sehr reichhaltige Auswahl zu bieten haben. Nicht einfach nur immer dieselbe Waffegattung wie bei Secret of Evermore, dass man immer nur Schwertwaffe, Axtwaffe und Speerwaffe kriegt, sondern dass man tatsächlich auch verschiedene Waffegattungen kriegt. Das finde ich bei Secret of Mana auch ein sehr großer Pluspunkt, dass es die Vielfalt so einfach macht. Und es ist dann dabei auch keine Quantität statt Qualität, muss man dazu sagen. Okay, Gutzler habe ich zu viel. Dann stehst jetzt nur noch du zwischen mir und dem Speichern. Sehr ungünstige Position, mein Lieber. Ich finde es auch schön, wie das Ausweichen hier so als Flickflack dargestellt wird vom Junge. Oh, Mist. Doch noch einer mehr. Aber das macht nichts. Den haben wir ja sehr schnell platt gekriegt. Perfekt. Da geht es jetzt nochmal ab zum Raffi. Und bei dem speichere ich jetzt nochmal. Deswegen, ich sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.